So, nur schnell als Info ganz kurz vor dem Video. Das hier ist der allererste Teil und handelt mehr um die Vorstory, ums Intro sowie ums Tutorial, wie das ganze Game funktioniert. Wer das nicht interessiert, der kann warten, bis der nächste Teil rauskommt, weil von dort an wird es dann auch gameplay-technisch losgehen. In dem Fall viel Spaß beim Schauen, schön zusammen. Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Let's Zock Assassin's Creed 3. Ich hoffe, es wird ein bisschen interessant für euch und ja, wenn ihr noch mehr wollt sehen, schreibt es doch nachher bitte in die Kommentare rein. Aber ich würde sagen, bevor wir da gross rumreden, fangen wir doch einmal an. Und zwar sind wir der Koloss wie immer. He? Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes. Gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel. Und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles. Und er führte uns zum Ende. Also, das Intro hat mir schon recht gut gefallen, muss ich sagen. Ich kenne die Story von Assassin's Creed jetzt nicht gerade extrem gut. Ich habe zwar die Vorgänger teilweise schon gespielt, aber halt nicht alle. Aber ja, schauen wir doch erst, was da passiert. Wir sind da. Gehen wir. Also jetzt dürfen wir glaube ich endlich auch spielen.
würde sagen, die Grafik kann sich sicher sehen. Eben, für die, die es jetzt eigentlich noch gar nicht kennen, wir spielen den Desmond Miles und die Leute da, das sind ehemalige Abstergo-Mitglieder, soviel ich weiss. Und mit ihrer Hilfe kann man die haben so eine Maschine, das ist der Animus, und mit seiner Hilfe mit dem kann man dann auf die Erinnerungen zugreifen von früheren Assassinen. Und das ist dann eigentlich das, was man spielt, das, was man erkennt vom Assassin's Creed. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Das war jetzt nicht sehr Assassinen-like, wenn er in die Tunnel durch ist. Eben halt der erste letzte Zockteil ziemlich storylastig halt auch, noch nicht so actionreich. Aber ich muss jetzt mal schauen, wie lange ich da noch weiter zocke. Und dann je nachdem wird es dann vielleicht schon noch actionlastiger. Ich glaube, wir sind da. Dieser schöne Leuchtstab ist uns jetzt also gerade davon gerollt. He? Naja. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Und? Sir? Das schon wieder. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein,
Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? Juno, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Okay, das wäre jetzt also, so wie es aussieht, der Dingsbums. Das Tutorial. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Okay, der wäre schon mal fehl gewesen. Aber naja. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Okay. Nummer. What the... Ah, okay. Also da unten bin ich sicher tot. Das ist mir schon mal klar. Ah. Oh shit. Ah, im Tutorial schon gefailt, ja. Ah, okay, jetzt. Okay. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken, nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren.